Hallo, moje, jode Dach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, heute haben wir zwei Themen. Das wäre zum einen die Verpflichtung von Cenk Özkacar. Und ausnahmsweise sprechen wir doch mal jetzt über ein Testspiel, weil das Spiel gegen Atalanta Bergamo, das wir 4:0 gewonnen haben, gilt generell jetzt als Generalprobe. Wir stehen kurz vor dem ersten Pflichtspiel, kurz auch vor dem ersten Spieltagstalk, wie auch kurz vor der ersten Reaction. So langsam geht der Content wieder in die übliche Richtung. Die Sommerpause ist fast vorbei. Ja, zunächst einmal kommen wir zu der Verpflichtung von Cenk Özkacar. Das wurde dann am Samstag endgültig bekannt gegeben. Ich dachte zuerst, okay, das lässt schon ziemlich auf sich warten, weil Freitag hieß es ja, er ist da, er ist zum Medizincheck angekommen, gab auch offizielle Fotos, aber nichts wurde verkündet. Und das, obwohl diese Fotos relativ früh veröffentlicht wurden. Da dachte ich, okay, haben wir jetzt vielleicht so eine Situation, dass der Spieler eventuell durch den Medizincheck gefallen ist, aber war nicht der Fall. Ja, das ist auch seine erste Station im deutschsprachigen Gebiet. Cenk Özkacar wird die Innenverteidigung verstärken, aber soll flexibel eingesetzt werden. Ist ein Linksfuß, das heißt, auch er könnte linker Verteidiger spielen. Das sorgt natürlich für einen gewaltigen Konkurrenzkampf auf der Position. Allerdings, wir müssen auch bedenken, in den letzten Jahren ist sein Marktwert des Öfteren mal gesunken, besonders in letzter Zeit. Sein letzter Marktwert war 1,2 Millionen. Das ist jetzt hier auch erstmal nur eine Leihe bis zum Ende der Saison und danach sieht man weiter. Allerdings, was ich halt so interessant finde, ist seine Erfahrung, die er bisher in der La Liga gemacht hat. Ich hätte beinahe gesagt Primera Division. So nannte man früher die spanische Top-Liga. Aber naja, La Liga heutzutage. War aber letzte Saison an Real Valladolid ausgeliehen. Lediglich 12 Partien über, was steht hier, 846 Minuten. Allerdings im Saisonfinale war er gesetzt. Das hat wahrscheinlich auch den FC so auf die Idee gebracht, sich gegebenenfalls mit ihm auseinanderzusetzen. Ja, ich sag mal so, interessante Verpflichtung bisher. Könnte klappen, aber wir müssen schauen. Wie gesagt, wegen der Flexibilität wurde er verpflichtet. Das war wohl im Nachhinein das Hauptargument, aber kurzer Gedankengang meinerseits. Wir haben jetzt so viele Spieler verpflichtet, was auch schön ist. Die Mannschaft bekommt nun endlich ein neues Gesicht. Allerdings bei so vielen Verpflichtungen, ich sag mal so, die Statistik sagt allein schon, dass irgendwo darunter immer irgendein Flop ist. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich mir damit Özkacar meinte. Nur die Frage ist, wer ist es? Wer könnte dieser Flop sein? Weil irgendeiner, das ist doch nicht mal irgendwie Kritik im Voraus an der Arbeit von Thomas Kessler, aber so generell, die Statistik sagt, irgendeiner von diesen Leuten könnte floppen. Nur wer wird es sein? Nichtsdestotrotz, ich habe es mir extra aufgeschrieben für Cenk Özkacar. Köln Ehoş Geldin. So, hoffe, er hat es verstanden. Er wird sich hier sicherlich wohlfühlen, besonders auf der Kolbstraße. Nein, hey, so war das nicht gemeint. Ich bin Stammgast im Doi-Doi, okay? Deswegen, Kolbstraße kann ich nur empfehlen. Geile Restaurants dort, Doi-Doi, Mevlana Restaurant. Alles geil dort, muss ich schon sagen. So, ausnahmsweise reden wir jetzt mal doch tatsächlich über ein Freundschaftsspiel. Ich weiß, ich habe schon des Öfteren gesagt, Freundschaftsspiele haben für mich keine Relevanz und sicherlich in manchen Punkten wurde ich gestern auch bestätigt. Allerdings darf man nicht unter den Tisch kehren, dass das hier die Generalprobe war vor dem ersten Pflichtspiel. Wir haben gegen einen Verein gespielt, der in der Champions League wieder antreten wird und das ist Atalanta Bergamo. Und wir haben 4:0 gewonnen. Ich war nicht dort. Ich hatte auch ehrlich gesagt gar keinen Bock überhaupt, mich mit diesem Spiel zu beschäftigen, weil ja, ich habe auch andere Interessen. Aber dann hatte ich gestern so einen kleinen Puffer. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit sehe ich, wow, wir führen 2:0. Und in der FC-App konntest du dir die Tor-Highlights ansehen oder wie diese Tore entstanden sind. Ich sah halt das von Thielmann und von Kaminski und ich dachte mir, okay, komm, schalt mal ein. Komm, schau vorbei, guck's dir mal an. Weil da kannst du dir ungefähr mal so ein Bild machen, wie diese Mannschaft harmoniert. Okay, ja.
Jetzt muss ich sagen, die Mannschaft hat einen verdammt guten Eindruck gemacht. Einen richtig guten Eindruck. Also im Kollektiv, das wirkt richtig harmonisch. Und auch deutlich attraktiver und seriöser auf eine gewisse Art und Weise. Ich kann es kaum in Worte fassen, wie gut das gestern aussah. Die Leistung war wirklich verdammt gut. Normalerweise müsste man auch sagen, herausragend gut. Allerdings, ich möchte euch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen bringen. Ja, jetzt könnt ihr wieder sagen, boah, der Negative hier, dies und das. Aber gestern hat Atalanta Bergamo nicht besonders gut gespielt. Spätestens ab dem 2-0 wirkt es wirklich so, wie viele auch von den Reportern gesagt haben, dass sie gar keinen Bock haben. Ich würde eher sagen, nicht, dass sie von Anfang an keinen Bock hatten, aber ich glaube, das 2-0 hat sie gebrochen. Und ab da dachten die sich, es ist eh nur ein Testspiel, kommt scheiß drauf. Erster Faktor, dass die dann ab da sich nicht mehr Mühe gegeben haben. Ab da, ich sag nicht die ganze Zeit, da könnt ihr gerne sagen, die hatten generell keinen Bock, aber ich sag mal so, das hat sie ein bisschen gebrochen. Dass sie gesagt haben, komm, egal. Allerdings, ihr vergesst auch eine weitere Sache. Erstens, neuer Trainer und zweitens, ihr großer Star, Lookman, boykottiert aktuell das Training. Er möchte zu Inter Mailand wechseln, deswegen streikt er. Das ist ihr bester Mann. Der hat im Europa League-Finale gegen die Pillen, der hat ihn quasi abgeschossen. Das ist dieser Mann gewesen und der hat gestern gefehlt, ihr bester Mann. Und der weitere Faktor ist, du hast halt nicht diesen Druck eines Pflichtspiels und du kannst wechseln, so viel du willst. Deswegen, ich muss euch wirklich ein bisschen zur Kontenance aufrufen, bitte. Ich lese nämlich, jetzt reden sie von, wow, ja, Europa, wir schaffen garantiert Europa. Manche sagen sogar Meisterschaften. Und da ist das Problem, vielleicht verstehe ich den Witz nicht. Kann gut sein, kann aber auch nicht sein. Aber manchmal wirkt das so, als ob das generelle Narrativ, dass man als FC-Fan leicht zu euphorisieren ist, fast schon dogmatisch ausgelebt wird. Kaum spielen wir mal gut, egal wie wichtig das Spiel ist, wird direkt von, ja, wir erobern Europa und dergleichen gesprochen. Ich weiß nicht, ob es ein Witz ist, okay? Ich bin nicht in einer total fußballverrückten Familie aufgewachsen. Ich habe das halt nicht so, dass man am Essenstisch schon über den FC gesprochen hat, deswegen keine Ahnung. Da könnt ihr gerne sagen, okay, du fühlst es nicht. Ich sag eher, ich habe die gesunde Distanz oder so. Nichtsdestotrotz, alles klar. Ach Gott, ey. Egal, ist der Anglizismus ist in den Brunnen gefallen, egal. Nichtsdestotrotz gibt natürlich manche, die sich dieser Euphorie anschließen und das auch im Internet kundtun. Die Kölsche Sirene hat sich mal wieder gemeldet. Yo, Brudis und Schwestis, hier ist wieder eure Kölsche Sirene. Ey, was war das gestern gegen Atalanta Bergamo? Ey, 4-0, Junge, wir haben rasiert, wir haben dominiert und ich will nichts hören. Ich sage euch eins, Wallabila, ich schwör's euch, ihr Negativen, ihr werdet eure Fresse halten, das verspreche ich euch, vertraut mir, Leute. Europa und vielleicht sogar deutsche Meisterschaft. Habt ihr mich verstanden? Ich will nichts Negatives hören, habt ihr mich verstanden? Europa, Digi, Europa, vertraut mir und ich will nichts Negatives hören. Hab ich schon gesagt, ich will nichts Negatives hören? Ihr kleinen Pissers, nichts Negatives. Ab jetzt Europa, wir werden sie alle rasieren. 4-0 gegen Bergamo. Ich sag euch eins, das war erst der Startschuss. Jetzt hat's geklingelt im Kasten bei denen und jetzt klingelt es in unserer Kasse. Weil Europa 25 Millionen, Digi. Champions League, Brudi. Zu guter Letzt dann jetzt mal eine Einschätzung meinerseits. Also, diese Mannschaft kann definitiv den Klassenerhalt schaffen. Definitiv, ich will nicht sagen, ich bin davon, doch, ich bin überzeugt. Doch, ich sag mal so, tiefer als Platz 16 wird es nicht. Und Platz 16 ist ja bekannterweise zumindest die Relegation. Also wir steigen nicht direkt ab. Das ist jetzt meine Einschätzung dazu. Wie schwer wir es haben, wird sich noch herausstellen. Aber ich glaube, wenn diese Mannschaft weiterhin so gut harmoniert, dann könnte sie ein bisschen auch über sich hinauswachsen, was aber nicht Europa bedeutet und auch nicht zwangsläufig einen einstelligen Tabellenplatz. Sondern ich sage, diese Mannschaft ist in der Lage, den Klassenerhalt
recht vorzeitig zu schaffen. Und das wünsche ich mir. Nichts mehr als das wünsche ich mir. Ein vorzeitiger Klassenerhalt, damit wir uns zurücklegen können, damit wir uns nicht über weitere Saisonziele Gedanken machen müssen. Gerne auch ein bisschen Abstand zu weiteren Plätzen, wenn es sein muss, um ein bisschen das Ganze ruhiger angehen zu lassen, damit wir uns nicht immer ärgern müssen, damit wir auch mal zum Spieltag gehen können und sagen können, ist doch scheißegal, ob wir heute verlieren oder nicht. Lasst uns Spaß haben. Das wünsche ich mir, ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt mittlerweile den Eindruck, diese Mannschaft harmoniert sehr gut miteinander und der Umbruch ist tatsächlich jetzt komplett eingeleitet worden. Ich habe ja gepredigt, es muss einen Umbruch geben und auf fast allen Positionen ist was passiert, soll noch passieren. Aber gut, zu weiteren Spielern, die uns eventuell in den nächsten Tagen verlassen, äußere ich mich noch. Kurz vorm Spiel gegen Regensburg. Aktuell passt es jetzt nicht so in den Rahmen, sage ich ganz ehrlich. Warten wir nochmal ab, die Tage kommt noch was gegen Regensburg. Da werden wir drüber sprechen. Aber insgesamt gesehen, diese Mannschaft scheint ein neues Gesicht zu haben. Mir gefällt auch dieser Ansatz, den Lukas Kwasniok geäußert hat, von wegen, wir passen uns den Gegner an, wir denken von Spiel zu Spiel. Es gibt nicht eine in Stein gemeißelte Startelf. Das kann man gerne kritisch sehen und negativ sehen. Ich persönlich sage, wir brauchen jetzt mal einen komplett neuen Ansatz. Es ist nicht schlecht, wenn wir rotieren. Ich bin generell einer, der sagt, Ottmar Hitzfeld war einer der besten Trainer aller Zeiten und das Rotationsprinzip bei Bayern München war zu der Zeit ein geiles System. Wenn es überhaupt ein System ist. Ja, aber war eine geile Herangehensweise. Und wenn wir die Möglichkeit haben, wenn es bei uns funktioniert, eine Kader tatsächlich stark genug zu sein scheint, dann könnte es tatsächlich sehr gut für uns diese Saison laufen. Also ich persönlich schätze mal, dass wir den Klassenerhalt schaffen werden. Wie und wie souverän, kann ich nicht einschätzen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Aber mehr wage ich nicht zu träumen. Und ich hoffe, ihr kommt auch wieder auf den Boden der Tatsachen. Immer noch ganz klar, das war nur ein Testspiel, Generalprobe ja, aber ganz andere Verhältnismäßigkeiten. Das ist dann auch alles, was ich für heute zu sagen habe. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sage ich mal an der Stelle, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.